Hallo, ich bin Adi, kein GeoGuessr Pro. Hi, ich bin Lenli, GeoGuessr Pro. Und wir haben uns heute warm angezogen, denn wir erraten heute Skigebiete. Lenli, ich muss dir direkt die Frage stellen, Ski oder Snowboard? Das Ding ist, ich bin weder noch jemals gefahren in meinem Leben. Also, ich kenne mich hier nur mit GeoGuessr aus. Sorry. Du bist so ein Deutscher. Oh, ich war vielleicht höchstens mal in der Skihalle. Okay, ja, aber was würdest du? Würdest du eher Skifahren oder Snowboard? Ich glaube, ich würde Skifahren. Ja, richtige Antwort. Wir spielen heute insgesamt 2 Maps. Zuerst spielen wir die Europakarte, da sind nur Skigebiete in Europa drin. Danach spielen wir die weltweite Karte. Und Lenli, ich glaube schon, man unterschätzt massiv, wie viele Skigebiete es in Europa gibt und vor allem in wie vielen verschiedenen Regionen. Ich glaube auch. Also man denkt ja eigentlich nur an die Alpen, aber ich glaube, da wird auch einiges anderes dabei sein. Ich bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt. So theoretisch sollte ich ein bisschen mehr kennen, aber du hast natürlich die Metas. Gucken, wer gewinnt. Dann wünsche ich dir ein gutes Spiel, beziehungsweise eine gute Fahrt. Ja, gute Fahrt, Alter. Ich bin gespannt. Okay. Oh mein Gott, das sieht nach Alpen aus. Das sieht extrem nach Alpen aus. Sieht das nach Schweiz aus? Erkenne ich hier irgendwas? Ich muss die Brille hochmachen. Okay, nur Europa, Skigebiete. Ich weiß so ungefähr, ich habe schon häufiger mal gesehen, wo Google rumgefahren ist und oh Gott, wie geil ist das denn? Alter, das ist ja so ein Banger. Das sieht so cool aus, aber ich weiß nicht, wo es ist. Weil die Berge so spitz sind, dachte ich zuerst so Dolomiten. Italien? Könnte das sein? Vielleicht. Aber irgendwie sieht dieses Gebäude hier auch aus wie das, was auf dem Mont Blanc steht, oder? Warte, ich zoome mal ganz kurz an den Mont Blanc rein. Wenn wir jetzt auf dem Mont Blanc wären, dann wäre hier so tatsächlich ein Tal in der richtigen Region. Das könnte Chamonix sein. Also diese Station sieht auf jeden Fall crazy aus. Also die ist crazy hoch. Lass mal die Berge ein bisschen angucken. Nicht, dass ich mich jetzt hier vertue, dass es nicht die Alpen sind. Aber ich würde in die Alpen gehen, im Norden. Sieht das? Ich wüsste nicht, wo das in der Schweiz ist, Chat. Hier irgendwo? Santis? Kann das der sein? Nee, ich glaube nicht, dass das Santis ist. Boah, ich glaube, ich kenne dieses Gebäude. Aber es könnte auch sein, dass ich völlig falsch liege. Aber es passt halt vom Winkel her gut. Deswegen ist hier irgendwo so dieses Haus. Weil hier ist so ein Hotel mäßig. Vielleicht ist es das. Ich glaube, ich muss dafür gehen, weil ich das Gefühl habe, dass ich das schon mal gesehen habe, dieses Haus. Kann natürlich falsch sein. Aber ich habe dieses Gefühl. Ich glaube, ich log Mont Blanc ein. Ah, ich suche mal ein bisschen. Ich gehe mal ein bisschen in die Suche rein. Das ist auch kein Text, ne? Ja, ich gehe sogar in die französischen Alpen, glaube ich. Ich bin französische Alpen. Ja, es ist der Mont Blanc. Nice. Oh mein Gott. Nice. Ich habe dieses Gebäude in GeoGuessr schon mal gesehen. Ah, ja, ich habe auch überlegt, ob ich es schon mal gesehen habe. Ich habe so ein bisschen die Täler analysiert von der Richtung und dachte so, es müsste wahrscheinlich französische Alpen sein. Das ist schon mal ein guter Call. Keinen Plan. Als ob das jetzt schon 3000 Schaden sind. Wir hätten, glaube ich, mehr Leben einstellen sollen. Egal. Okay, Runde 2. Weiter geht's. Okay, hier haben wir jetzt massive Probleme, weil Lenli kennt diese Bollers. Apero Ristorante Bar. Was sind das für Bollards? Okay, ich hätte hier gedacht, wieder Italien, weil wir haben doppelblaue Kennzeichen. Und diese Berge sehen jetzt wirklich aus wie Dolomiten. Hätte ich jetzt gedacht. Aperto Rifugio Campolin. Klar, das kann man natürlich bestimmt 5K'n. Das sind keine italienischen Bollards, ne? Aber vielleicht sind es ja trotzdem. Ah, doch, italienisches Kennzeichen. Dann muss es irgendwo hier sein. Findet man das, ist die Frage. Was haben wir hier für Infos? Wir haben nur Gambolin. Gambolin. Boah, Digga. Okay, also große Berge hier im Osten. Unser Tal geht so. Es sollte auf jeden Fall Italien sein. Und wir könnten irgendwie auf so einer Straße hier sein. Wie heißt dieses Ding nochmal? Rifugio Campolin. Bruder, ich lasse ihn einfach nicht suchen. Ich lasse ihn nicht suchen. Oh ne, er sucht. Können ja mal suchen. Ja, oh, ich hoffe, er hat das nicht 5K'd. Ja, ich bleib mal hier. Ich glaube, es ist ein guter Guess, aber wir gucken. Ah, ich hab dich nicht suchen lassen. Ja, ist guter Call. Aber außer diesem, das wäre auch schwierig zu finden gewesen, muss man sagen. Aber es sah schon ziemlich italienisch aus, oder? Was war das für Bollards? Ich weiß es nicht, die habe ich auch noch nie wirklich gesehen. Ich glaube nicht, dass die regional sind, aber die Berge sahen aus wie Dolomiten, finde ich. Okay, nächste Runde. Okay, shit, Chat, jetzt müssen wir kochen. Wo ist diese Bahn? Boschiavo? Ist das diese Bahn? Ich glaube, das ist diese Bahn. Warum sind wir auf einem Zug? Entschuldigung? Okay, wir sind auf einem Zug. Das Ding ist, ich weiß, dass die Schweiz eine Menge Zug-Coverage hat von Google. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir in der Schweiz sind. Jetzt ist die Frage, wo in der Schweiz? Und die Antwort darauf werde ich euch nicht geben können, bin ich ehrlich. Deswegen werde ich einfach mal irgendwo reinsenden, wo ich denke, dass es sein könnte. Vielleicht irgendwo hier unten. Boah, ja, keine Ahnung. Ja, ich gehe mal da unten rein, aber es könnte auch im Osten sein von der Schweiz. Ich habe keine Ahnung. Hier links ist eine Straße. Da ist eine Brücke. Warte, wir müssen die Berge besser analysieren. Okay. Tal verläuft, also Schiene verläuft so. Es ist, glaube ich, auf jeden Fall diese Bahn. Dort steht Lagalis. Lagalis Gondelbahn. Hier geht's hoch. Lagalis Gondelbahn. Das Wort hier, Barco, ist ja eher italienisch. Vielleicht gehe ich dann in den italienischen Teil der Schweiz einfach auf gut Glück. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber wir probieren es mal hier. Nein, er hat's. Nein, er lässt mich nicht gucken, Digga. Oh, er hat's wahrscheinlich, ne?
Starker Guess. Oh, du hast mich nicht gucken lassen, ne? Ja, ich dachte, das ist wahrscheinlich Schweiz. Und ich dachte, weil das eine Wort, was wir gesehen haben auf dem Typen, auf der Jacke, so nicht deutsch war, dass ich in den italienischen Teil gehe. Und dann dachte ich mir, ja, das reicht. Ja, das ist so eine ultra geile Bergbahn von, ich glaube, kennst St. du? Moritz Richtung Italien. Ja, die kennt man in der Schweiz, Cool. aber Ort war schwer zu Ja, guessen. okay. Aber war ein guter Guess, jetzt ist es spannend. Ja, weiter geht's. Flatscher, das ist auf jeden Fall Österreich. Oh, herzlich willkommen. Welcome. Nein. Kasser Bergbahn, Ski Rental, geschlossen. Hordelborn. Ja, ist auf jeden Fall Österreich, aber wo in Österreich? Erotik- und Fetischmesse, Bro? What the fuck? Okay, nächste Runde. Wir haben, oh Gott, das könnt ihr erkennen einfach. Hordelbahn. Safe kennt der Adi einfach die Hordelbahn, oder? Scheiße, ich kenne die nicht. Oh Gott, was heißt das nochmal? Ist es Tirol-Flagge? Erotik-Fetisch-Messe in Innsbruck? Okay, das ist ja hilfreich. Damit sind wir schon mal hier in der Nähe wahrscheinlich. Okay, geil. Shoutout an die Erotik- und Fetischmesse. Ich glaube, das muss Österreich sein. Ziemlich sicher. Ich habe schon mal sowas gefunden mit Moilo. Ultra random. Irgendwie so. Sowas hier ist das. Ist das Tal in Innsbruck direkt? Könnte sein. Es könnte schon sein, dass wir irgendwo hier sind. Ich habe ein schlechtes Gefühl, dass ich das hier nicht finden werde. Boah, ich gehe davon aus, dass wir in Tirol sind, aber ich klicke einfach jetzt doch Ischgl. Keine Ahnung. So, was macht er? So, was haben wir hier für Bahn? Ja, ich sag, hat's gefunden. Ja, ich muss die Schere heben, Chat. Ich muss die Schere heben. Boah! Ah, GG. Ah, ist noch nicht over, ist noch nicht over. Okay. Ah, krass, dass diese Bahn einerseits nicht eingezeichnet ist, weil ich habe so Ja, nach dem genau. Verlauf der Bahn gesucht. Einfach so ein ich habe auch Tal, nur nach wo die Bahn so... gescannt. Und ich habe halt in der Nähe von Innsbruck, dachte ich, alles abgescannt. Deswegen habe ich gedacht, ja, vielleicht ist da diese Werbung für Innsbruck auch noch irgendwie Richtung Ischgl. Keine Ahnung. Und Ja. dann bin ich dahin gegangen. Wir haben beide die Hodelbahn gesucht. Das ist wirklich, es war eine großartige Runde. Also auch mit der Erotikmesse in Innsbruck und so. Ja, und so. Digga, Ja, wieso war die super. Erotikmesse, Bro? Okay, weiter geht's. Es ist noch nicht vorbei, Wir haben zwar die Hodelbahn nicht gefunden und jetzt ist es Lenlys Runde. Chat, wir müssen in die Geogesser-Metas rein. Das sieht nicht aus wie die Alpen. Mein Gefühl, aber ich bin mir nicht sicher, wenn ich hier Andorra gehe. Ich weiß nicht wieso. Wir haben französische Roadlines. Dann wird's wahrscheinlich... Oh, das sieht aber aus wie Pyrenäen, oder? Das sieht so low-key aus wie Andorra hier. Boah, das wäre ein krasser Commit, wenn ich jetzt hier Pyrenäen drauf gehe, weil wenn es falsch ist, habe ich ein Problem. Aber es sieht irgendwie aus wie Andorra. Ich mache hier einen schnellen. Er geht hoffentlich in die Alpen und dann gewinne ich hoffentlich und verliere nicht. Oh mein Gott, in welchem Land gibt's die Dinger? In Frankreich, ne? Dann vielleicht auch in Andorra. Bitte, Andorra, bitte. Ja, gut. Oh mein Gott. Also es waren französische Roadlines, aber ich Das wusste ich dachte, sogar es noch. sieht ultra aus wie Andorra. Ich war nämlich schon mal in Ja. Andorra. Deswegen gehe ich Pyrenäen und du gehst Alpen und ich gewinne. Zum Glück bist du nicht Alpen gegangen. Ich glaube, Real Talk, ich muss einfach meine Skibrille wieder aufsetzen, dann sehe ich es vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht. Okay, nächste Runde. Okay. So, jetzt mache ich ihn weg. Italien oder Österreich? Damit auf jeden Fall Italien. Was ist ein sehr großer Skiort in Italien? Ich weiß es nicht. Haben wir hier irgendwie Info drauf? Glaube nicht. Haben wir hier noch irgendwas drauf? Ich glaube auch nicht. Okay. Das ist auf jeden Fall die Schweiz. Secco, Carta, Secco Solid. Wenn das Italien ist, Bro. Aber was für ein Skigebiet, Chat. Italienische Schweiz. Oder ist es Italien? Lass mal die Häuser angucken. Die Häuser sehen eigentlich sehr schweizerisch aus. Sehen aber nicht wie Tessiner Häuser aus. Dann müssen wir einfach nur das Tal scannen. Das Tal ist ein bisschen südwestlich von uns. Und ich würde jetzt mal hier oben schätzen, dass wir nicht im Auster Valley oder so sind. Einfach von der Architektur her hätte ich mehr Südtirol gedacht. Selva di Val Gardena. Das sieht gut aus für mich. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht noch ein bisschen weiter östlich oder südlich, oder? Ohne Deutsch. Oder hier so ein Trio. Aber wisst ihr was? Dann gehe ich ein bisschen noch weiter östlich. Dann gehe ich hier hin. Warum nicht? Jetzt hier unten Skigebiete. Boah, das Tal sieht schon groß aus, ne? Aber ich kann nur guessen, Chat. Ich gehe Italien. Starker Guess. Es ist noch nicht Game, aber sehr, sehr stark. Ich habe nur geraten. Ich wusste nicht, ob es die Schweiz ist oder Italien, obwohl dort Italienisch war, ne? War nur Italienisch, deswegen bin ich auch weiter östlich gegangen. Ja, es war halt noch so Englisch unten dran, was ich irgendwie komisch fand. Ich habe Cortina d'Ampezzo sogar schon gesagt, weil es sah riesig aus und ich glaube sogar die Abfahrtspiste war auf der anderen Seite, wo die Abfahrt ist. Und auch die Kann Olympia sein. dieses Jahr. Ah, shit. Okay, aber spannend. Okay. Ey, ich lebe noch. Es kann in einem Guess vorbei sein. Wir haben jetzt auch Multiplayer, also okay, good luck. Boah, ist das spannend. Aber jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist so der Moment gekommen, wo er mich fickt. Da ist ein See. Oh mein Gott, wir haben 5K. Ach, scheiße, wir sind in der Schweiz. Er wird das safe kennen. Da ist ein See. Ach nö, ich habe zu wenige Clues. Ich glaube, das ist GG's. Wir haben 5K. Das muss ein 5K sein.
Ja, ich hoffe, es ist hier irgend sowas. Ich glaube nicht, dass es richtig passt, aber es fühlt sich okayisch an. GG. Damn, GG. Ich war sogar wirklich gut. Und das war auch ein Lucky Guess jetzt bei mir. Aber ja. Wusstest du das einfach oder hast du die Seen so gesehen und dachtest, so, das könnte... Ich gucke bei Skigebieten, dann gucke ich zuerst näher St. Moritz nach Seen und dann hat es einigermaßen gut ausgesehen. Das heißt, Europa habe ich gewonnen. Ist okay. Ich glaube, weltweit habe ich keine Chance, Digga, weil du da einfach mehr Meter anwenden kannst. Aber du meintest, man spawnt nur auf der Piste weltweit. Man spawnt häufig auf der Piste hier, wo ich das gespielt habe. Und dann weiß ich nicht. Also ich glaube, das wird schwierig. Aber wir gucken mal. Dann wünsche ich dir ein gutes Spiel weltweit. Vielleicht kriege ich ihn weltweit. Das kann sein. Oh, jetzt müssen wir Login gehen. Okay. Wir müssen über die Lifte gehen, Chat. Dieser Lift sieht mir höchst europäisch aus. Die Berge auch. Okay. Aber das hier sieht wieder aus eher wie Europa. Auch wirklich sehr wie die Alpen, finde ich. Vielleicht sogar Andorra. Andorra hat eine Menge Skipisten-Coverage in GeoGuessr. Ja, ich bin so zwischen Schweiz und Andorra, muss ich sagen. Warte. Gehe ich jetzt hier Andorra oder Schweiz drauf? Ich weiß es nicht. Ich glaube fast, ich gehe Schweiz. Alter. Digga. Jo, also wo soll ich jetzt guessen, wo das ist? Ja, hier ist noch so eine Absicherung auf der Seite. Boah, ich gehe sogar in der Schweiz für Berner Oberland. Grindelwald irgendwo. Kein Plan. Er könnte selbst hier gewesen sein und das trotzdem verfehlen, sage ich. Keine Ahnung. Ich gehe irgendwo in Ostschweiz. Sölden. Ist schwer auf der Piste, ne? Auf der Piste ist wirklich... Sehr schwer. Ich gehe, glaube ich, jetzt nach Qualität des Sessellifts. Okay, nach Qualität des Sessellifts. Wir haben wieder einen. Also dann viel Erfolg damit. Okay, das ist jetzt zum Beispiel auf jeden Fall nicht Europa. Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht... Also das ist auf jeden Fall nicht die... Bruder, was ist das für eine Qualität? Gehen wir so auf langweilig, yo, das ist Amerika, weil die Bäume sehen schon nördlich aus. Ich glaube, ich gehe Nordeuropa. Okay, das sieht für mich mehr aus wie North America, vor allem weil der Typ hier auf so einem komischen Schneemobil hier hochfährt. Und weil die Berge auch nicht so hoch sind. Und irgendwie, keine Ahnung, diese Bäume geben mir viel mehr USA-Vibes. Es ist nicht so super bergig, weil mit super bergig würde ich so Colorado oder Utah gehen. So näher Salt Lake City oder näher Aspen gibt es Skigebiete. Das ist ein bisschen weniger. Deswegen würde ich vielleicht Montana hier gehen, so Big Sky oder sowas. Oder es gibt sogar ein Skigebiet, so hier oben. Das weiß ich. Und ich glaube, ich gehe Montana. Ja, Bro hat jetzt die Häuser analysiert. Ja, ich gehe hier oben. Kann komplett falsch sein, Chat. Abfahrt. Boah, gut. Ja, die Vegetation hat mir ein bisschen mehr USA gegeben. Scheiße, ich habe gedacht, die Vegetation ist im Norden Europas. Ja, fair. Aber ja. Oh mein Gott. Ja, Bruder, wir sind Cook gegen Ländli. Der analysiert jetzt hier die Bäume, der guckt diesen Baum an und sagt, dieser Baum wächst dort und dort. Oh mein Gott, ich weiß das. Das sind Eukalyptusbäume. Ich gebe ihm noch ein bisschen Zeit, aber wir haben Eukalyptusbäume. Das heißt, wir sind im Schneeresort in Australien und da gibt es eigentlich nur eins und das ist Mount Kosciuszko. Das ist hier unten. Wo genau, weiß ich jetzt natürlich nicht. Wo könnte so ein Baum wachsen? Ist das Neuseeland? Ich gehe full Neuseeland rein, Chat. Boah, wird er das kennen? Wird er das checken? Die Sonne ist ein bisschen im Norden, also vielleicht checkt er das. Nice. Oh mein Gott. Das ist ein Deep Cut. Das ist ein GeoGuessr Deep Cut, Mount Kosciuszko. Oh mein Gott. Ja, okay, GG. Wieso Neuseeland aber auch guter Guess. Ich habe direkt die Eukalyptusbäume gesehen, die niedrigen. Und war mir direkt sicher, es ist Australien. Deswegen. Mount Kosciuszko hat auch so, in GeoGuessr, hat auch so crazy Coverage, wo man da so, keine Ahnung, so gelbe Linien überall und so, hier sowas. Das hier ist so eine famous Bait Location zum Beispiel in GeoGuessr. Das ist auf diesem Berg in Mount Kosciuszko und deswegen kannte ich das. Ja. Aber es ist witzig, weil ich habe in der Runde noch gesagt, boah, Ländli analysiert jetzt safe den Baum und sagt so, guck mal, hier ist es. Und dann machst du fast den 5K. Eine Runde noch, jetzt steht 1-1. Wir spielen nochmal die Weltmap und ich gewinne jetzt. Let's go, good luck. Oh, das sieht mir verdächtig, wollte ich sagen, amerikanisch aus. Das sind aber keine amerikanischen Plates. Oh, ich habe das gelernt. Finnland oder irgendwas. Was haben wir hier? Also es ist auf jeden Fall im Norden. Haben wir Straßenlinien. Es ist Finnland. Es muss Finnland sein. So, wir sind wieder... Warte, wir haben Nummernschilder. Ich check nicht gerade, was hier abgeht. Sekunde. Ist das jetzt Norwegen? Also Norwegen hat ja manchmal grüne Nummernschilder. Das würde sehr viel... Ja, das sind auch norwegische Schilder. Okay, diesmal ist es Norwegen. Finnland gibt's Ruka, aber das sieht nicht aus wie Ruka. Geh einfach Mitte Finnland-Chat. So hier, boom. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wo die Norweger hinfahren zum Skifahren. Ich gehe mal hier so ungefähr in die Gegend.
Da hat mir auch wieder GeoGuessr Meta was gebracht. Wir hatten ein grünes Plate. Das ist krass. Da war eine durchgezogene Linie und es ist nicht Finnland. Das ist ärgerlich. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich habe das grüne Plate gesehen und ich weiß, dass Norwegen grüne Plates hat auf so kommerziellen Autos. Deswegen. Ja, ich habe mich schon so groß angekündigt, dass es Finnland ist. Dann war es nicht Finnland. Schade. Okay, nächste Runde. geht's. Boah, ich glaube, hier müssten wir jetzt... Also wir hatten auf jeden Fall vorher diese Flagge schon. Und die war letztes Mal in den USA. Die Bäume sehen auf jeden Fall amerikanisch aus. Ja, das muss irgendwo Rocky Mountains, weiß ich wo. Colorado. Wir haben hier ein großes Haus. Das ist was vielleicht Adi kennen könnte, wenn es nicht die USA sind. Warte, das sind safe die USA. Ich gehe wieder Aspen. Das sieht ein bisschen ähnlich aus wie die Runde gerade eben, nur dass wir jetzt Sonne haben. Schaut euch diese Bäume an. Die sehen aus wie USA. Ja, ich gehe wieder hier Colorado irgendwo rein. Ich glaube, das muss dort sein. Und ich glaube, da wird Lenny auch hingehen. Die sehen aus wie südliche USA. Ich gehe Aspen. Aspen, Colorado. Er ist auch in Colorado und das ist richtig. Ja. Stark. Ähnliche Runde wie vorher, ne? Genau. Ähnliche Bäume auch. Das sieht... Wir haben die Shido-Flagge nicht. Das sieht aber nicht europäisch aus, ne? Ah, wobei, vielleicht, wenn man ganz hoch ist. Das Tal ist riesig. Boah, der kann jetzt ganz hart werden. Was haben die an? So kann man das analysieren. Ja... Sieht europäisch aus, aber vielleicht sehen amerikanische Skifahrer auch so aus. Ja, die posen auf jeden Fall super. Was haben wir hier? Wir haben hier eine Bergkette im Süden. Erinnert mich so ein bisschen an Innsbruck. Das ist auch die europäische Fashion, würde ich sagen. Boah, ist das so Innsbruck-Area? Könnte sein. Also wir sind im Norden. Im Norden von Innsbruck gab es doch auch diese Dingsens. Da haben wir ja gerade schon gescannt. Wir könnten hier irgendwo oben sein. Kann ich mir gut vorstellen. Auch diese Bäume hier. Ja, das sieht europäisch aus, oder? Ich glaube, also ich bin farbenblind und ich kenne mich mit Bäumen nicht aus, aber ich glaube, das ist ein europäischer Wald. Wir sind eigentlich auch noch so in einem Tal mäßig nach oben. Ja, aber ich würde hier irgendwo hingehen in die Richtung. Dann gucken wir einfach mal, ob das hier stimmt oder nicht. Oh, Sonne ist im Norden. Wenn das jetzt Argentinien ist, gehe ich Crash Out. Ich gehe einfach hier in die Mitte. Oh, es war Frankreich. Ja, ich dachte irgendwie, die Berge im Süden wäre vielleicht so diese Bergkette in Innsbruck. Aber nee, die ist ja im Norden. Ja, das Tal war extrem breit. Egal. Weiter. Nächste Runde. Und das sieht weder aus wie West-USA, noch wie Europa, finde ich. Von der Vegetation her. Deswegen habe ich so das Gefühl, wir befinden uns hier irgendwie so in New York, Vermont, New Hampshire oder so. White Mountain vielleicht. Die haben nämlich auch Skigebiete. Das ist ja nicht mal mehr Nadelwald, das ist ja Laubwald, der alle Blätter verloren hat. So, und jetzt wird's orientalisch, Chat. Wir könnten mal so einen komplett wilden... Also dieser Lift sieht scuffed aus. Das ist kein europäischer Lift. Oder kein Lift in den Alpen. Ja, oder welches Land hätte so einen Lift? Das ist ein bisschen assi, aber Polen vielleicht? Mache ich einen Risky Polen-Chat? Ich mache einen Risky Polen. Gehe ich White Mountain oder gehe ich jetzt hier so oben hin? Ich glaube, ich gehe hier so oben hin. Nördliches New York. Ja, es ist sogar Massachusetts. Ich wusste nicht, dass Massachusetts gleich aussieht wie Polen. Fair, ja. Erkennst du das so krass an den Bäumen, wenn du das siehst, dass du direkt checkst, Amerika? Ja. Okay, shit. Ziemlich direkt, ja. GG. 2-1 Friendly. Da sieht man, wer besser GeoGuessr spielen kann, aber wer länger seine Jacke anbehalten hat. Ja, okay, ich habe die Jacke nicht mehr an, ja. Schere. Ist so warm. Ey, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat sehr Spaß gemacht und fand ich irgendwie coole Maps mal so zur Abwechslung. Fand ich auch geil. Guckt bei Lenny vorbei. Bis zum nächsten Video und die letzten Worte hat Lenny. Alle liken und abonnieren. Ciao, ciao.